Hi, ik ben John Patash. Vandaag een frische video hier en zo weiter. Veel dankzij voor deze video opmerken. Mir heeft het een vrijheid dat ik deze video weiter kan merken. En zo veel dankzij voor mijn beden. Mir vrijheid dat zo zeggen. Al die mensen wat hinter mij staan in gebed. Zo veel dankzij. Hey, vandaag wil ik hier een beetje vertellen van onze vriend wat we hebben. De vriend wat ik heb, de vriend wat du hast. Du wordt nog mal gesagt, wenn wir mit goede, met wijze vrienden gaan, dan worden we ook wijs. En wenn wir nicht mit wijze vrienden gaan, dan worden we Schulden leiden. Daartoe vinden wir ein Vers in Sprecher, Kapitel 13, Vers 20. So, vandaar ik wil een klein beetje vertellen van vrienden. Ik heb zelfs een ervaring daarvan en zo, ik zal daarvan vertellen. Ik heb durch mijn leven al vele vrienden gehad. En ik heb ook vandaag dag vele vrienden. En ik ben zo dankbaar voor de vrienden wat ik heb. Ik weet niet wat die dat deed durch dein leven. Wat du voor vrienden hast, of wat die dat deed als du wirst zo denken, wanneer du meer vrienden had, of wanneer du andere vrienden had. En zo, ik wil mal in dem punt, wat ik in mijn oude leven deed, ik had gewisse vrienden wat ik allemaal met top weer. En ik dacht zo, dat weer de beste vriend. En een dag, ik werd aan dat weer niet zo'n fan. Want ik ging met een top, dat weer zo, wie weer alle op een zier. En wie deed niet goede entscheidungen meer, wie deed niet goede dingen. En zo, ik weer zo stui weer. En ik zag veel meer mensen, die hadden vielleicht goede vrienden, dat lijkt zo dat ging schijn. En ik probeer me ook zo te doen, dat ging schijn, maar werkelijk dat deed niet. Is dat wichtig dat we goede vrienden hebben? Of is dat niet wichtig dat we goede vrienden hebben? Of een andere wie gezegd, is dat wichtig dat we geestliche vrienden hebben, wat ons geestlich helpen doen? Of is dat niet wichtig? So, ik weet niet wat die antwoord du ever würde zijn. Laat me wel in commentaren doen en schrijf me die antwoord, wat die antwoord würde zijn. Ik werde je zeggen wat mijn antwoord is. So, ik geloof, ik reed met een paar verschillende vrienden vroeg en ik wil me bloos van hen horen wat ze willen zeggen. Ik vroeg hen, wat geloof je, is dat wichtig dat we geestliche vrienden hebben? En zo, we stemden er nog met, ze zeiden er nog hetzelfde wat ik denken daar. En wat ik voel wat God mij zeggen daar. En zo, wanneer du geestlich was zijn, dan was du met geestliche vrienden wel top zijn. Maar wanneer du niet geestlich zelfs niet bist, du bist voor de Welt leven, dan merkt het schon zijn dat du met geestliche vrienden top bist. Wens, dann habt ihr das nicht. So, das ist bloß ganz einfach. Das hat sich einfach gesagt, aber das wird es erst. Wenn die nicht was geistlich sind, dann habt ihr nicht, dass die mit geistlichen Freunden top bist. Wens, dann wirst du die Schulden liegen, wenn die nicht geistlich wärst. Aber wenn du was geistlich wosen in deinem Leben, dann braucht das, was du als geistliche Freunde hast. Wir gehen alle noch mal schwere Zeiten durch, wo wir een beetje raufkommen dan. En daartoe braucht dat we een vriend hebben, dat we ons kan met een vriend doelzetten en vielleicht een koffie uitdrinken, of wat immer, of met een vriend plus doelzetten en maar vertellen. En wat einer wem heeft, wer voor een beten kan en zo weiter. En zo, ik geloof dat het zo wichtig dat we, wenn wir wollen geistlich sein, dass wir dann wollen geistliche Freunde haben. Und so, die Frau ist dann vielleicht, sollst du immer bloß mit geistlichen Freunden sein. Weil ich glaube, das ist so wichtig, dass wir geistliche Freunde haben, wenn wir wollen wirklich geistlich auch sein. Und aber, wir haben eine Geschichte in der Bibel von Jesus, wo er mit der Sünder taub eten deed, wo er beim Dash mit der Sünder und mit der Tagsklagte taub eten deed. En dan, we zijn dat Jesus heeft zijn jaren waar hij allemaal met top weer. En aber hij had ook beziet, hij ging uit in de wereld na. En predigt de mensen, en proef de mensen
seine Leute verehrt te gewinnen. En zodat meer mensen willen naar Jesus komen. We gaan een vers in Markus kapitel 2. Als de schriftgeleerde Pharisäer sagen, dat hij met de taxklaagter en zinnaar top uit, vroegen zij zijn jünger, waarom aat hij met taxklaagter en zinnaar top? So, dat hier kan we dat zijn, Jesus uit met de taxklaagter en met de zinnaar top. En dan voelt de nächste Vers, wenn wir den wieder lesen, dann du sagst dort, Jesus hij kwam nicht für die gesunde Menschen, aber hij kwam für die Kranken. Und so ich glaube, das ist wichtig, dass wir jährliche Freunde auch haben, dass Jesus hij hat seine Jünger, wo hij mit taub wird, und wo hij apart ging, wo hij ging mit ihren taub Gemeinschaft haben, und wo hij ihren Rückschatten dort, das Evangelium wieder bringen. Und so, ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns wollen mit jährlichen Freunden aufgeben, dass wir wollen einen Freund haben oder ein paar Freunde haben, wo wir können jährlich von vertrauen und wo wir können wissen. Aber das ist auch erst sein, wenn das ist, dass wir selbst nicht jährlich wollen sein, dann hat das keinen Sinn, dass wir jährliche Freunde haben. Aber wenn wir wollen, nur das jährliche sehen, dann ist es wichtig, dass wir auch geistliche Freunde haben. So, ich werde mein Leben mal, wo ich nicht geistliche Freunde habe, wo ich selbst nicht geistlich will, wo ich nicht selbst nicht geistlich weiß. Und so bei einem Tag, dann changed das alles, dann ändert das alles. Und von diesem Tag, mir wird dann so schwer, die Freunde, die ich dann habe, die Tag zu lassen. Wenn ich dachte, das wäre ein einzelner Freund, die ich habe, aber von diesem Tag, Gott hat mein Leben umgedreht. Und von diesem Tag, ich habe alle Wege rum mich, ich habe genug Freunde, wo ich kann von Jesus vertrauen, wo ich kann von der Bibel vertrauen, wo ich kann eine gute Gemeinschaft haben mit ihnen. So, ich merke die bloß Mut, wenn die nicht das Geistliche was sehen, dann sieht die auch geistliche Freunde, wo du kannst mit durch dein Leben gehen. So, vielen Dank schön. Gottes Segen mit dir.